Sally an herzlich willkommen bei Luxplay. Halloween ass zwar River mit den Horror, der geht Ried weiter. Ja, der nächste Schrecken, die steht schon für unter dir. Und zwar für ihre Portemonnaie. Was all die viele Gaming-Winter-Releases dir weißt du kommen. Mit Plague Tale Requiem, also nicht so... Du, wie war Fesels für mich? Ich mache gut nicht. Oh nein, ruf den Proprietär und wir müssen raten. Mit A Plague Tale Requiem huet Asobo Studios endlich das Sequel zum A Plague Tale Innocence released. Der Viergänger war für mich schon ein verdammt gut Spiel, auf praktisch allen Hinsichten. Mit Requiem huet das Entwicklerstudio alone eng Schritt Trupp gesagt und spielt also an all den Hinsichten noch besser wie der Viergänger. Story, Gameplay, Soundtrack, Grafik, Emotionen etc. Alles hört sich verbessert und ich kann damit schon direkt verraten, dass es sich um ein verdammt gutes Spiel handelt. Mir im Wat geht es dann? E paar Monate no meisten Deel will Protagonistin Amicia als ihr kleiner Bruder den Hugo sich zusammen mit ihrer Mam an dem jungen Alchemist Lucas am Süden von Frankreich niederlassen an Schrecke von Guyenne hinzuschlossen. Dafür wollen sie Tölle von einem uralen Orden, den helfen soll, dem Hugo seine Krankheit, Makula, zu heilen. Dabei handelt es sich um eine übernatürliche Erkrankung, die direkt mit der Pest und den Pestratten zusammenhängt. Nachdem sie aber immer mit Gewalt und Schrecken konfrontiert gehen, eskaliert die Situation, also muss er weiter fortlaufen. Während ihr Mann meint, eine Antwort an Marseille beim Orden finden zu können, leben als zwei Protagonisten, dass die Heilung auf einer mysteriösen Insel leidet, die den Hugo immer als seinen Traum gesagt. So trennen sich also hier wer, und es beginnt jedoch auf ihrer Reise ein ganz rich und neue Companions, aber auch Gefahren. So schlohnen sich die zwei zusammen mit ihren neuen Bekanntschaften wohl kämpfend, aber schleichend zu der Antwort auf ihre Fragen durch. Dabei stolpert ihnen dann noch mehr wie engem Plot-Twist an dramatische Wendungen entgehen, bis hin zu einem bombastischen Schluss. Alles an allem kann das Spiel nicht mehr herzergreifend sein. An Hinsicht vom Gameplay hat sich aber auf den ersten Blick nicht so viel geändert. Es hat ihn zu Anfang wie ein Innocence einmal Zugriff auf einen Schleuder, alle paar Tricks, die ihn vom Alchemist Lucas beigebracht hat. Neu sind dabei aber nur noch Teer, mit dem Gegner an Brand setzen kann, oder neue Luftquellen erschaffen kann. So wie Messeren und Pyrit, die ihn einmalig nutzen kann, für sich von Menschen, respektive Ratten zu befreien. Eine neue Waffe kann aber auch in Form von der Armbrust, die einem Melo ermöglicht, auch Gegner mit Helmer zu besiegen, sowie neue Möglichkeiten, die bereits bekannten Tools zu nutzen. Für die Leute, die sich trotzdem nicht so viel drin vorstellen können, das ist ganz graff gesehen ein Fantasy-Last of Us. Aber auch als neue Companions helfen uns aus mit neuen Möglichkeiten. So kann ihn zum Beispiel Gegner in Angriff holen oder neue Wehr benutzen, für sich durch Straßen zu bewegen. Auch den Hugo kann er mit Hilfe von der Makula Draht nutzen für Gegner zu orten, aber auch kleine Gruppen von Ratten kontrollieren. Dadurch ist er auch viel mehr frei, wie ihn in Situationen Ruhe gibt. Während am ersten Teil als Schleich- und Kampfpassage schon ein bisschen etwas von einem Rätsel hat, das nicht mehr ein oder zwei richtige Lesungen hat, kriegt er viel mehr Freiheit gelost, selber zu entscheiden, wen ihn und Hindernisse Ruhe will. Egal ob Menschen oder Ratten, muss er bewusst seine Ressourcen ersetzen und entscheiden, ob er lieber offensiv oder defensiv bleibt. Das hat dann auch Einfluss auf meine Skills, weil die schalte mir frei, an dem es mir mehr schleichen, craften oder Konfrontationen sichern. Sonst will ich aber auch noch betonen, dass sich natürlich alle Puzzle- und Rätselsequenz verbessert wird. Und mehr Grips verlangen, wie nach am ersten Teil. Trotzdem wirkt es nie frustrierend, aber wenn ihr da mal ein zu lang nicht eins geht, kriegt ihr meistens von der KI einen kleinen Denkausstoß als Hilfe. Was Spiel für mich wohl am meisten vom Viergänger aufhilft, ist wohl die wunderschöne, alliebe Spielwelt. Nicht nur als grafisch wohl ein von den besten Spielern, die ich je gesehen habe, aber das auch unfassbar aufwissungsreich, was Locations betrifft, mit Stiert, Berge, Küsten, an. Dabei finde ich noch immer Sachen für zu entdecken. Aber es fühlt ihn sich trotzdem nie erzwungen oder erschlagen davon.
Alles fühlt sich dabei organisch an und nicht einkehrt zähle den erst Immersion raus. Viel mehr will ich nur nicht verraten, so spoilern ich vielleicht noch. Ich denke auch, dass ihr als echt den ersten Teil spielen sollt. Nicht nur als das auch ein fantastisches Spiel, mehr lang schon, weil den hilft Charakteren, das Setting und Makula besser zu verstehen. Plague Tale Requiem ist wohl einer der besten Action-Adventures vom Jahr, ein absolut Highlight aus Story, Gameplay und Grafik, er sticht voller Herz und Seele und das ist eine absolute Empfehlung der Wert. Are you alright? I thought you were. Ich meine, ich weiß es. Vielleicht können wir Metal benutzen. Ich meine, sie sind nicht froh mit dem Comedy. Da können wir machen. Absolut. Ich weiß, die riesige Playlist gibt irgendwann ein nützlich sein. Also, Oh nee. Oh nee. Doom Goes Rhythm Game. Oder so ähnlich kann den Metal Hellsinger zusammenfassen. Hellsinger als ein Rhythmus-Shooter. Also im Prinzip hecht das so viele wie, dass er nicht nur stumpf drauf ballern muss, mehr auch auf den Rhythmus aufpassen muss. Visuell, aber auch am Sound wirkt Metal Hellsinger, du wennst als echt aber trotzdem mal wie ein Doom aufklatscht mit einem kleinen Gimmick. Claire? What is Kiss doing here? Whoa! He got lookalikes. So stimmt das dann aber auch nicht. Wenn ihr nämlich mal sich an Spieler verdieft hört, an das Pferde springt zwischen den Rhythmus zu halten, am Takt zu ballern und zu dashen, dann greift er dann sein Multiplier und da mit Fury Meter an die Luft, wodurch ihn dann nicht mehr Damage mischt. Mit Musik dreht er dadurch auch immer mehr ab, weil er just noch mehr motiviert, alles weiter als er nicht schnetzen zu wollen. Könnt diese Multiplier mal bis auf das Maximum, könnt dann noch Gesang dazu. Und da sind dann noch ein paar ganz bekannte Metal-Artisten dabei. Alle vier Roden wahrscheinlich der Serge Tankian, wo die meisten wahrscheinlich von System of a Down kennen. A Level hat er auch andere Artisten und dazu zählen dann noch die Sängerin von Ginger oder der Frontmann von Lamb of God. Die Story von Metal Hellsinger ist simpel, aber trotzdem interessant. Als Protagonistin heißt nimmen die Unknown. Kurz seine Stimme von Red Judge, also basically den Devil, fortgeholt und go an Dave von der Hellverband. Los die Unknown zurück, kämpft nicht mehr für seine Stimme zurückzukriegen, nee, er hält ihn nebenbei unter die ganzen Dimensionen von der Hölle übernehmen. Die Story geht übrigens nicht nach kurzen 2D-Cutscenes erzählt, die vom Pass, einem Schädel, den übrigens auch als Waffe benutzt, erzählt wird. Diesen geht sogar vom Troy Baker synchronisiert, den die meisten wohl als Joel aus The Last of Us kennen. Das ganz nice gemacht, mit ein bisschen mehr von allem wird trotzdem besser gewirkt. Weil klar dieses Studio The Outsiders abfallen gelost wird, ist schon ziemlich cool. Vielen Dank auf den Schädel zurückzukommen. Den ist wie gesagt auch eine Waffe im Spiel. Er kann außerdem benutzt werden, für außerhalb von Gefechten weiterhin sein Multiplayer Urven zu halten und hilft so am Rhythmus zu bleiben. Anfangs ist das Ganze aber schon nicht ganz einfach. Und ich muss so schon den Tutorial an den nächsten Level ein paar Mal wiederholen, für wirklich ranzukommen. Holt den auf mal ein bisschen Dreher raus, schafft den sich nur ab, und lernt dann noch am Takt notzulöden und auszuweichen. Wenn dann mal alles zusammenkommt, wie es soll, Musik voll abgeht und alles am Takt hier kriegt, entsteht ein richtig geiler Flow und könnt ihr so richtig gut Glücksgefühl auf. Spielt den also immer und immer rum und probiert ein besseres Score zu kriegen. Für das einem do aber auch nicht langweilig geht, geht es nach aufgesehen vom Pass an einem Schwert für Nahkampf nach 4 Weiterwaffen. Ein Shotgun, Revolveren, ein Armbrust und Hellcrows, was basically cool Bumerangs sind. Ist nicht mega viel, wird fühlt sich alles ernst genug an und alles zu dann ein Spezialangriff, für dich aber genug Aufwissung da bleibt. Neben Bosskampf sie wirklich lame. Das hauptsächlich daran leid, dass alle Level nicht eine andere Variante von nämlich den Boss kriegt. Du hättest mir definitiv mehr erwartet. Wait, you motherfucker. We challenge you to a rocker. Einmal hat ihn dann der Boss, dann hat ihn der Boss zweimal,
dann hört den Boss mit einer anderen Krone. Das ist immer nicht nämlich. Soll die Story dann aber auch nicht durchgehen, kriegt ihr noch Challenge-Leveln, die bezwingen kann, die dann extra Voraussetzungen haben, wen sie soll fertig machen. Zum Aufschluss kann ich aber nicht mehr sagen, den Fan von Metal, Doom und Rhythmus-Games oder auch nur 2 von diesen Punkten hast, könnt ihr sicherlich auf den Kästen. Das ist nicht so aufwärtsreich wie andere große Shooter, kann aber mit seinem fantastischen Soundtrack und Gameplay vollends überzeugen. Ich kann trotzdem auch das betonen, dass sie sich am Schluss einfach nach mehr erhofft. Der Gameplay und Musik fetzt halt so krass, dass es dem Henno noch immer an den Fanger kribbelt. Ich strecke also Daumen für ein DLC oder Sequel. So, schön ist genug. Lo geht es mit Leben. Oh, oh nee. Bon, ich meine, von uns war das für heute. Wir wünschen euch dann ganz viel Spaß beim Games Shopping für den Ende vom Jahr. Und wir hoffen, wir sehen uns dann irgendwann rum, wenn den Proprietär dann nach Zeit hinpackt. An dem Sinne, macht es gut und tschüss. Ciao.